Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit Barbara Hotz. Barbara ist 67. Sie ist seit 35 Jahren verheiratet und Mutter von einer 34-jährigen Tochter und Großmutter von 2 Enkelkindern. Sie ist Sozialpädagogin und hat im sozialpsychiatrischen Dienst geschafft. Sie hat eine systemtherapeutische Ausbildung gemacht und ist lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig gewesen. Mit kleinen Kindern, jungen Frauen und viel mit Borderline-Themen. Und sie meditiert seit vielen Jahren. Barbara, vielen Dank, dass du da bist für das Gespräch. Gerne. 2018 sind wir beide im Sommer in Beatenberg in einem Retreat gewesen. Und ich habe in diesem Retreat auf einmal gemerkt, dass so ein bisschen Unruhe ist. Ein Teilnehmer, der war in einem Zimmer mit anderen am Reden gewesen, sehr unüblich für ein Schwiegerretreat. Ich habe auch gesehen, dass er irgendwie einmal wegläuft Richtung Busstation und wieder zurückkommt. Und irgendwie war so etwas in der Luft gewesen, aber ich habe nicht recht gewusst, was. Und dann an einem Nachmittag, da hat eine Lehrerin gesagt, nach einer Meditation, sie hätte noch eine Ankündigung oder eine Nachricht, die sie uns mitteilen muss. Und zwar hat Barbara einen Hirnschlag gehabt und liegt im Spital. Wir wissen nicht viel mehr, aber die Situation ist kritisch. Und ich weiss noch, wie das so in die tiefe Konzentration bei mir das angekommen ist. Das hat mich getroffen wie ein Hammer. Ja, Barbara, das bist du, der diesen Hirnschlag gehabt hat damals. Was ist da passiert? Ja, ich habe das noch gar nicht so aus der Aussenperspektive gehört, merke ich jetzt. Ja. Ich habe in diesem Retreat Nachricht bekommen, dass meiner Mutter sehr schlecht geht, also dass sie zusammengefallen ist und meine Brüder und meine Schwägerinnen haben sich um sie gekümmert und ich habe gedacht, ich muss auch vorbei, ich kann das nicht einfach denen überlassen und bin total im Stress gewesen. Und wollte mit meinem einen Bruder telefonieren, bin ein bisschen weg vom Haus und bin aufgeregt gewesen, hatte schon gepackt zum Weggehen, habe auch schon mit der Leitung geredet, dass ich gehen würde und noch nicht wusste, ob ich wieder zurückkomme. Bin sehr angespannt und aufgeregt gewesen, wollte telefonieren und habe gemerkt, jetzt stimmt etwas nicht. Also ich hatte so einen Schmerz gehabt, zuerst in der Herzgegend und so ausgestrahlt gegen den Bauch. Ich dachte, was ist das, ein Herzinfarkt oder was ist das? Ich konnte zum Glück noch ins Zentrum anrufen und zum Glück dort jemand im Büro erreicht. Und Andrea ist mich gerade abholen. Also die wusste, wo ich bin, hat mich gefragt, gehen wir zum Doktor oder soll ich dich da gerade ins Spital fahren? Ich habe gesagt, ich weiss es auch nicht, stimmt einfach etwas nicht. Also Andrea ist eine vom Hausteam? Genau. Und sie hat entschieden, dass wir da in Interlaken gerade ins Spital gehen. Und das habe ich noch mitbekommen und habe gedacht, jetzt ist gut. Also ich habe nicht gewusst, dass ich der Medizin so vertraue, aber es war offenbar der Fall gewesen. Dass ich das Gefühl hatte, ja, jetzt bin ich aufgehoben, die schauen jetzt. Und bin dann dort auf dem Schragen gewesen. Dort weiss ich ein Zeitchen nicht mehr so recht, was war. Ich bin da ins CT oder ins MRI, ich weiss nicht, CT wahrscheinlich geschoben worden. Und nachher mit dem Heli in die Insel spediert worden, auf Bern. Da setzen meine Erinnerungen zum Teil ein bisschen aus. Ich habe so einzelne Bilder noch. Habe dann erfahren, dass das ein Hirnschlag war, mit Hirnblutung. Und dass es auch relativ dramatisch war. Bin aber relativ geschützt auch durch das, was passiert ist. Ich war wirklich ein bisschen weg vom Fenster. Ja. Erst mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass die Hälfte von meinem Körper zuerst völlig angespannt ist, also so spastisch, und dass ich mit der Zeit gar nicht mehr bewegen konnte. Also ich bin halbseitig gelähmt dann. Und ja. So rückblickend denke ich, die Situation war eigentlich für meine Angehörigen fast schlimmer als für mich. Ich bin da wirklich weg gewesen. Ich weiss noch, die haben mich dauernd gefragt, wissen Sie, wo Sie sind? Wissen Sie, wie heissen Sie? Und dann haben Sie Geburtstag. Und ich habe gedacht, Kopf, die müssen doch das langsam wissen. Dabei ist es einfach darum gegangen, zu schauen, wie. Aber du hast es immer gewusst? Ich habe es immer gewusst, ja. Und habe einfach gedacht, hey, was soll das? Ja.
Und du hast auch immer können auf die Fragen Antwort geben. Ja. Also bist immer voll, kognitiv bist immer voll da. Kognitiv bin ich da gewesen. Ich habe einfach nicht alles mitbekommen, was passiert ist so rundum. Oder nur so flashweise. Dann bin ich relativ schnell dann auf Zürich ins Unispital gefahren worden, aus kantonalen Gründen, Krankenkasse. Und von dort auch relativ schnell dann in eine frühe Reha auf Kilchberg. Und dort bin ich dann ein halbes Jahr geblieben. Also quasi von out of the blue, ein halbes Jahr weg vom Fenster. Und bin dann sehr gut aufgehoben gewesen. Ja. Habe eigentlich gewusst, das braucht es jetzt und ich brauche die Unterstützung und bin sehr gut unterstützt gewesen, sowohl medizinisch als auch pflegerisch. Sehr, sehr einfühlsames Pflegepersonal, unterstützend. Und natürlich Therapeuten, Physio- und Ergotherapie, das hat dann bald angefangen, oder? Und am Anfang konnte ich mir gar nicht recht vorstellen, dass das je wieder kommt, dass ich wieder auf die Beine komme, dass ich meine beiden Hände wieder brauchen kann. Und die haben am Anfang gesagt, ja, in 7 Wochen gehen sie da am Stock zum Haus aus. Es ist dann nicht so schnell gegangen, aber ja, es ist dann langsam gekommen. Ja. Du hast ja, wo das passiert ist, schon lange meditiert. Und du hast irgendwann einmal, ich weiss nicht, irgendwo hast du mal gesagt, Meditation hat dir auch sehr geholfen in dieser Zeit. Ja. Wie und wann bist denn du zur Meditation gekommen? Wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen hinten anfangen, rückblickend und dann nochmal darauf zurückkommen, wie dich das auch getragen hat. Ja. Das ist das allererste Mal bin ich an einem Wochenende gesessen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext dass wir das Wochenende sind. Es ist, glaube ich, so irgendwie unter dem Titel Bioenergetiker gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist man dann gesessen und ich bin fast gestorben bei dem Sitzen. Ich dachte, also physisch einfach mit der Rücken wehtun, alles wehtun. Und ich habe gedacht, hey, was soll das? Nie im Leben. Und dann ist es weg gewesen. Dann bin ich auch das Titel nicht mehr konfrontiert mit dem. Und dann irgendwann in einer persönlich schwierigen Situation, wo ich wirklich depressiv war, bin, irgendwie nicht mehr über den Tellerrand ausgesehen habe ich gewusst, jetzt muss ich Therapie machen. Bin bei einer Frau gelandet, eine spezielle Frau, Doris Lesser, die geheißen. Die hat auch so Atemsitzungen angeboten. Und ein ganz spezielles Setting. Die hat auch ein Retreat gemacht, wo man einerseits so holotropes Atmen gemacht hat. Ja, also so stark schnufft, dass man wie so auch seine Gefühle verdeutlicht mit dem. Und ja, dass es wie unausweichlich ist, um was es eigentlich geht. Auch nicht so angenehm meistens. Und gleichzeitig hat sie so wie eine Retreat-Struktur gehabt, also Absitz in einer Alphütte. Man ist so gesessen in 2 Reihen, je einander gegenüber. Und dann hat die eine Seite 5 Minuten gefragt, sag mir, wer du bist, wer bist du? Das ist so ein Setting, das glaube ich, zurückgeht auf den Ramana Maharshi mit der Frage, wer bin ich? Und der andere hat zugelassen. Und nach 5 Minuten hat es geklingelt und dann ist das Setting umgekehrt. Also hat die andere Seite gefragt, wer bist du? Sag mir, wer du bist. Und das war total eine spannende Sache. Weil am Anfang von so einem Retreat ist Eis geschnitten. Also ein Lärmpegel, ja, ziemlich heftig, wenn so, weiß auch nicht, 30 Leute oder 15 Leute so sagen ja, wer du bist und 15 Leute Antwort geben. Und mit der Zeit wird es immer ruhiger und es wird immer, also als eigener Prozess immer relativer auch, was man da für Geschichten erzählt und für also es ist immer wieder die gleiche Frage, es ist immer das gleiche Setting, ja. 5 Minuten, eine Seite, ja. Auch mit der gleichen Person, oder hat es auch Nein, das hat gewechselt. Also ein bisschen Abwechslung hat man gehabt. Genau. Aber doch, manchmal hast du dann 2-mal erzählt und das 3. Mal dann vielleicht nicht mehr. Und, ja, das war ein spannendes Setting. Und das Ganze natürlich im Sitzen. Und das war so ein bisschen, glaube ich, meine erste Erfahrung mit einer Art Meditation. Zwischendrin hat es auch Stillsitzen gegeben, eher wenig, also anders als später dann auf dem Beatenberg.
Und wann war das ungefähr? Also so jahrmäßig? Ist das in den 70er, 80er, 91, glaube ich, also relativ spät. Ja. Und dann also bin ich so vielleicht 3-4 Jahre in diesem Setting habe ich mich bewegt und auch die Erfahrung gemacht, dass es wirklich auch kann wie Durchbrüche geben. Dass man dann, also ich habe so Erfahrungen gehabt von wirklich im Moment sein, oder? Also, und auch verbunden sein mit allem. Das war noch eindrücklich gewesen. Und ich glaube, das hat mich letztlich auch an der Stange gehabt. Dann. Nachher habe ich so einzelne Kurzretreat gemacht, vor allem hier in Zolliken, im buddhistischen Zentrum Zolliken, wo tibetisch ausgerichtet ist. Die Therapeutin ist übrigens hat auch einen tibetischen Hintergrund gehabt. Also die hat mit dem Chogyam Trungpa, die hat den noch kennt. Und in Zolliken habe ich vor allem Silvia Wetzel kennengelernt. Das ist auch eine buddhistische Lehrerin, die aus Deutschland, oder? Aus Deutschland, genau, wo auch so einen feministischen Ansatz hat, wo sehr eine gute Lehrerin ist. Sie war auch Chemielehrerin früher. Also wo sehr gut ist auch im Teachen und klar und auch rational ein Stück weit. Also wo mir sehr Eindruck gemacht hat, wo mir vielleicht auch ein bisschen leid als Typ. So, ja. Habe ich ihre Retreats gemacht. Und sie unterrichtet auch in der tibetischen Richtung, Ja, oder ist sie so ein bisschen übergreifend? Schon primär tibetisch. Also bei ihr habe ich dann die Praxis von der grünen Tara kennengelernt. Kannst du vielleicht ganz kurz etwas sagen zu der Praxis von der grünen Tara? Ja, also das hat viel mit der Imagination zu tun, also mit Bildern, wo man sich vorstellt, auch sich dann quasi die grüne Tara vorstellt, wo so bestimmte Qualitäten hat, so Helferqualitäten eigentlich, die da ist, wenn man sie braucht, wo viel Mitgefühl verkörpert. Man stellt sich die zuerst vor sich vor und dann, wie so die Eigenschaften auch mit einem selber zu tun haben. Und ja, ich habe sonst nicht so mit dem Imaginativen, mit dem, aber das ist zu dem Zeitpunkt das Richtige für mich. Und dann habe ich auch zur gleichen Zeit etwa den Fred von Annen kennengelernt, und zwar via seine Alltagspraxiswochen, wo er da schon x Jahre, ich weiß nicht wie viel jetzt, in Zürich anbietet. Was auch ein für mich völlig faszinierendes Setting ist, wo es darum geht, zu einem bestimmten buddhistischen Thema wochenlang dran zu bleiben und zu verschiedenen Aspekten von dem Thema auch seine Erfahrungen zu machen. Und man fängt mit einem halben Tag gemeinsam an, wo so ein bisschen wie ein Einführung ins Thema ist, plus Meditation. Und dann trifft man sich jeden Abend. Also man hat den Tag durch eine Aufgabe, konkrete. Aber man schafft. Du kennst es ja. Genau, man schafft, man geht heim. Man ist in seinem Alltag eigentlich. Oder? Und hat die Aufgabe und am Abend trifft man sich wieder und 3-4 Leute, die man vorher bestimmt hat, wer das ist, berichten zuerst mal von ihren, also kurz, 5 Minuten, von ihren Erfahrungen während dem Tag und nachher ist das Gespräch offen, sodass alle ihren Input noch dazu geben, was ihre Erfahrungen sind. Und genau die Verknüpfung vom Alltag mit dem Praxisaspekt, die finde ich extrem wertvoll. Also, da bin ich jetzt auch dran geblieben, immer wenn der Fred da ist. Ja, sieht man mich auch dort, weil ich das einfach sehr wichtig finde. Ja, dass das auch überschwappt in den Alltag oder dass das überschwappt oder auch ein Stück weit verkörpert wird, oder? Was so man sonst auf dem Küssi erfährt und lernt. Anführungszeichen. Und über den Fred bist du dann so in Beatenberg gekommen, genau. Und hast dort angefangen, Retreat zu machen. Genau. Und seitdem mache ich sicher 1- bis 2-mal jährlich ein Retreat. Jetzt, seit ich nicht mehr so mobil bin ich sehr froh um die Corona-bedingten Online-Retreat. In Beatenberg haben mir sehr Eindruck gemacht, natürlich der Fred und Ursula, aber auch Christina Feldmann aus England, die auch eine ältere Frau ist, sehr viel Erfahrung hat. Carol Wilson,
Den Joseph Goldstein habe ich mal erlebt. Ja, das sind so die wichtigen. Die du jetzt aufgezählt hast, also die Christina Feldmann kenne ich primär von ihrem Buch über Metta. Ja. Aber sie kommt auch eigentlich aus der Theravada-Tradition, ja, oder? Sie ist sehr eine Theravada-Vertreterin, ja. Carol Wilson und der Joseph Goldstein auch, wobei die ein bisschen andere Lehre haben. Carol Wilson ist Schülerin von Sayadaw Tejaniya, die sie im Moment sehr stark beeinflusst. Der Joseph Goldstein sehr breit, aber beeinflusst von der burmesischen Tradition. Wie sieht denn deine Praxis heute aus, oder so in den letzten Jahren? Also, ich habe nicht wahnsinnig stringente Alltagspraxis. Das scheint mir immer ein bisschen, dass das so der Fall ist. Aber ja, es ist ja so. Ich mache immer wieder mal einen Anlauf. Zum Beispiel gibt es jetzt die Online-Gruppe, wo man kann, 3-mal täglich eigentlich sich einloggen kann. Wo? Das ist auch vom Beatenberg. Ja. Oder mit dem Insight-Timer, wo ich jetzt auch manchmal so ein bisschen geführte Meditationen zuerst los und dann einfach noch sitzen bleibe. Ja. Und sonst ist eigentlich meine Praxis mehr so, möglichst dran zu bleiben im Alltag halt. Also die Achtsamkeit nicht zu verlieren. Oder? Ein Stück weit muss ich das so auf der somatischen Ebene sehen, sowieso im Moment, weil ich muss aufpassen, dass ich nicht umgehe. Ich bin so im vergangenen Jahr auch 3-mal böse gestürzt, haben wir noch das Knie zusätzlich kaputt gemacht. Wobei das natürlich nicht wie Passana-Ansatz ist, wenn man aufpassen muss, dass man nicht umgeht. Das langt noch nicht. Also geht ja irgendwie auch darum zu schauen, was der Geist macht damit, oder? Aber es hilft so ein bisschen als Anker, einfach wirklich dran zu bleiben. Vielleicht noch 2 Fragen zu deiner Praxis. Die erste, du bist ja verheiratet. Ja. Was hat dein Mann gesagt? Ist der von Anfang an, ist der bei diesen 5 Minuten Gegenübersitzübungen auch dabei gewesen? Nein, oder ist noch nicht dabei ist er gewesen, später? Hast du ihn überzeugt? Oder offenbar, ist das? ja. Also ich bin zwar nicht missionarisch unterwegs, aber ja, er sagt, offenbar hat er plötzlich mal das Gefühl gehabt, er müsste das auch ein bisschen genauer anschauen. Ja. Und vielleicht, ja, als Beispiel noch, eines Tages hat meine Tochter und ihre Fastschwester, also wir haben gute Freunde, wo wir ja, früher noch zusammen in der WG gewohnt haben, gleichzeitig Kinder hatten. Und die eine von ihren Töchtern, die beiden haben gefunden, also wenn unsere Eltern das machen und die haben sich ja doch verändert, dann müssen wir auch mal schauen, was das ist. Und sind auch mal so in einem ein von diesen für junge Leute. Genau, Kurs für junge Leute gewesen. Sind allerdings beide nicht hängen geblieben dabei. Aber ja, irgendwo hat es offenbar doch eine Wirkung gegen aussen. Und wenn sie gesagt haben, die haben euch verändert, inwiefern haben sie euch verändert? Ja. Was für Veränderungen haben sie festgestellt? Sie müssen ja positiv gewesen sein, sonst wäre jetzt nicht Augen schauen. Ja, ich denke, ein bisschen weniger impulsiv, ein bisschen präsenter. Ob freundlicher, weiss ich nicht. Da bin ich bei mir immer ein bisschen skeptisch. Ich erlebe mich innerlich eigentlich nicht so als freundlicher Mensch. Aber vielleicht, ja. So, ja. Ich müsste sie jetzt selber fragen. Ich habe es nie so im Detail erfragt. Ja. Spannend. Ja. Das war die eine Frage. Und die andere ist noch, Meditation kann man entweder so abkapselt quasi einfach in sich als Meditation anschauen, oder man kann es als Teil von einem Weg anschauen. Es kann ein buddhistischer Weg sein oder ein hinduistischer Weg. Was ist es für dich? Was hat das Buddhistische, was rundum ist, zuerst tibetisch, dann Theravada, also die ältere Tradition, hat das für dich einen Wert oder wie steht das für dich mit Meditation im Zusammenhang? Ja. Also ich würde mich nie als Buddhistin bezeichnen. Das nicht, weil ja, all die Ists machen mich ein bisschen skeptisch. Oder? Aber ich denke, es ist für mich schon klar, dass die Lehre vom Buddha zentral ist. Und ich denke, über die Jahre habe ich auch immer mehr davon mitbekommen. Gerade auch über die Alltagspraxiswochen mehr Wissen mir angeeignet. Also das Studium ist nicht unwesentlich, finde ich, beim Ganzen, aber verknüpft mit Erfahrung. Und von dem her denke ich schon, der buddhistische Approach, oder? Also ich bin zwar wie viele von Haus aus christlich sozialisiert, wobei nicht
Also säkular-christlich, würde ich sagen. Oder? Und das ist für mich immer so etwas gewesen, wo es um Glauben geht, habe ich irgendwie nicht mitmachen, oder? Also ich muss es wissen, erfahren. Ich will es wissen. Oder? Also ich glaube, das hat mit meiner Persönlichkeit zu tun. Auch nach meinem Schlaganfall wollte ich wissen, was jetzt da läuft. Ich habe zwar nie ein MRI angeschaut oder ein CT, das habe ich dann doch nicht so genau wissen, aber so die Prozesse, die im Hirn laufen und was da möglich ist und was da nicht möglich ist, das hat mich sehr interessiert. Und ich denke, so ist es auch jetzt mit dem Buddhismus und mit dem Hintergrund, ja, mit dem, was der Buddha erfahren hat und gelehrt hat, das ist für mich schon zentral. Und in dem Sinn glaubwürdig, oder? Mit Betonung auf würdig, also geprüft auch ein Stück weit. Ja. Durchs eigene Erleben. Ja. Ja, wenn wir jetzt vielleicht wieder auf 2018 zurückgehen, du hast gesagt, während dieser unmittelbaren Zeit bist du eigentlich kognitiv immer voll da gewesen, aber hast dann irgendwann gemerkt, du hast auf einer Seite Lähmungen. Du bist ins erste Spital gekommen, bist dann verleiht worden, wieder verleiht worden. Ich nehme an, da hat es auch gewisse Turbulenz um dich herum gegeben, aber wahrscheinlich noch viel mehr in dir rein, wenn du auf einmal merkst, so, ui, mein Körper funktioniert nicht mehr so, wie ich mich gewöhnt bin. Ja. Wie hast du das erlebt und wie hat dir da allenfalls auch die Meditation oder der Buddhismus oder die Achtsamkeit können helfen? Es ist komisch. Auch wieder meine Tochter, die hat zum Teil gefunden, es sei ein bisschen spooky. Wie wenig, dass ich... also gut, sie ist Psychologin, ist vielleicht auch so ihre Sicht auf das Ganze. Wie wenig, dass mich da mitnimmt. Aber es war effektiv so, dass mich eigentlich, soll ich sagen, gar nicht so schockiert hat. Also schon mich nicht mehr bewegen, aber gleichzeitig, ja no, dann ist es so, oder? Also, ja. Also du hast eigentlich vom ersten Moment an können, das, was man so sagt, das annehmen, ein Stück weit, ja. Also, es hat schon Phasen gegeben, wo es mich umgetrieben hat, wo ich nicht gut geschlafen habe und studiert habe, wie geht das weiter und ja, kommt das wirklich wieder, schaffe ich das oder schafft mein Körper das? Das hat es schon gegeben. Aber alles in allem war mein Fokus darauf und jetzt mache ich, was man kann, oder? Bist du das sowieso so ein Naturell, wo... Nein, eigentlich so. Also, ja, vielleicht geworden mit der Zeit. Vielleicht, ja, ich denke, es hat vielleicht schon mit dem Meditationsprozess zu tun, dass mir das so gelungen ist, dass ich einfach weiss, das gibt's, oder? Es gibt, also ja, das ist ja ein Teil der buddhistischen Lehre. Es gibt Alter, Kranken, Tod, es gibt Leiden. Wir leben nicht im Paradies. Wir haben zwar Momente, die wunderschön sind und die wir auch geniessen können, aber das andere ist eine Tatsache und wir haben es nicht in der Hand. Oder? Also es sind Ursachen und Bedingungen, die dazu führen. Oder? Und ich habe mich in dem Sinne auch nicht gross hinterfragt, warum passiert mir das? Mehr so, ja, warum mir nicht, oder? Das kann allen nicht passieren. Ich habe in dem Sinne eigentlich nicht Risikofaktoren gehabt, außer jetzt die Stresssituation, die extrem. Ja, und vielleicht vorher schon immer einen gewissen Stresspegel durch meine Arbeit, wo ja, mich manchmal wirklich auch schlaflos gelassen hat, wenn ich mir Sorgen gemacht habe um einzelne Patienten. Aber bis dahin handelbar, oder? Ja. Und in dem Sinne, ja, ich glaube, das Wissen, der Hintergrund hat schon geholfen, ja. Und zwar nicht so 1:1. Ich weiss jetzt, das gibt's und es ist wie ein Stück inkorporiert gewesen. Das ist ein blödes Wort, aber kommt mir jetzt in den Sinn so. Mhm. Wie hat dein Umfeld auf dein Gelassene hin reagiert? Also, ich kann mir vorstellen, dass man das ja dann fast nicht glauben kann oder fast noch glaubt, die kommt es noch nicht so ganz mit über. Ja, ein Teil war vielleicht, dass ich es noch nicht so ganz mitbekommen habe. Also ich glaube, das ist nicht umsonst, dass man, ja, also nicht umsonst. Es ist ja so, dass man nach so einem Hirnereignis auch ein Stück weit kaputt ist. Oder? Also so sehr erholungsbedürftig und viel schlaft und müde und ein bisschen neben den Schuhen. Das hat sicher auch geholfen. Und eben der andere Teil ist, dass ein Teil gefunden hat, es ist ein bisschen spooky. Also,
stimmt das wirklich? Und mein Mann, der hat es extrem getroffen. Ich sage mal, ihn hat es mehr getroffen als mich. Oder? Weil er einfach extrem Angst hatte, es geht nicht vorbei. Und ich war wirklich, glaube ich, auch näher am Tod gewesen. Das habe ich nicht gemerkt. Oder? Dort bin ich wirklich weg vom Fenster gewesen. Und auch heute noch ist das wie so eine Diskrepanz manchmal zwischen uns, dass er sich sehr viel Sorgen macht und ich manchmal muss fast ein bisschen kämpfen darum, dass ich mein Zeug machen kann und er mich das auch machen lässt, oder? Also gerade jetzt im letzten Jahr, als ich halt das paar Mal umgekehrt bin. Und das ist dann nicht wie sonst umgekehrt. Ich bin dann auf den Kopf gefallen zum Teil und der ist dann nicht lustig und hat dann Folgen. Und so. Du hast gesagt, also ich komme gerne nachher dann nochmal so auf das zurück, wie es jetzt ist und auf die jüngere Vergangenheit. Du hast gesagt, du seist dann auf Zürich verlegt worden und dann sehr bald in die Reha gekommen. Mhm. Also, und sie haben gesagt, nach 7 Wochen laufst du da wieder raus und es ist dann doch noch ein bisschen länger gegangen. Mhm. Also hat man da wirklich Prognosen gestellt und dir gesagt, schau, es wird sich etwa so entwickeln? Oder wie ist das? Schon ein Stück weit, ja. Also mir hat schon gesagt, du wirst wieder laufen im Stock, oder? Und so ist es effektiv. Es ist Schritt für Schritt und langsam gegangen halt, oder? Und ich kann mich noch erinnern, das Stegenlaufen lernen, was das für ein Event war, oder? Wir waren eingeladen bei Freunden. Ich wusste, dort hat es einen Stegen von 5 Tritten. Ich muss dort raufkommen irgendwie. Und die Therapeuten haben das gepackt und gesagt, so, jetzt üben wir das, oder? Und ich dachte, was? Das geht nie. Und es ist gegangen. Perspektive. Gleichzeitig hat es natürlich auch eine Neuropsychologin dort gehabt, die mir auch gesagt hat, der Teil vom Hirn ist kaputt, oder? Ein Stück weit kann man das ersetzen, also wieder lernen. Und ein Stück weit wird das Defizit bleiben, oder? Mhm. Und so ist es auch effektiv. Oder? Also mit der Zeit, wenn man Bewegungen nicht kann, fängt man an, falsch zu kompensieren. Also zum Beispiel, wenn ich den Arm lupfe, ich kann ihn nicht gut gerade auslupfen und gleichzeitig die Aussenrotation machen. Also da geht, jetzt tue ich ein bisschen übertrieben, geht mein Ellenbogen raus, oder? Mhm. Also es geht nicht alles. Oder? Ja. Und das Kompensieren hat dann wiederum auf andere Körperteile eine negative Auswirkung, oder? Es bleibt dann, es ist halt das, was du dann alltäglich machst und das Hirn lernt dann das, oder? Und es ist dann schwierig, das wieder zu ersetzen durch die richtige Bewegung, sozusagen. Was sind denn die grössten Einschränkungen, die du damals hast, und wie haben sich die entwickelt? Also wirklich die Halbseitenlähmung war die grösste Einschränkung. Ich war Bettlägerin, oder? Pflegebedürftig. Dann nach einer gewissen Zeit im Rollstuhl. Und konnte immer noch vieles nicht allein können. Einen Reissverschluss zumachen konnte ich nicht allein können. Du brauchst 2 Hände dazu. Oder? Knöpfe zumachen war auch schwierig. Und dann übst du so schrittweise, sich anlegen wieder selber, Körperpflege selber, aufs WC gehen selber, halt noch mit dem Rollstuhl und der Transfer vom Bett in den Rollstuhl, vom Rollstuhl aufs WC. Also wirklich Schritt für Schritt. Ja. Eben halbseitig gelernt und dann hast du quasi geübt. Ja. Und dann ist das nah ist es wieder ein bisschen besser geworden. Ja, nah. Und es ist nicht, immer noch so, ich kann zum Beispiel nicht schreiben. Also ich habe nicht gelernt, links zu schreiben. Ich habe gefunden, das ist jetzt sekundär. Ich habe ein Handy und kann tippen und kann E-Mail schreiben und mache meine Notizen im Handy. Und ich bin mehr oder weniger zur Linkshändlerin geworden, oder? In dieser Reha? Mhm. Du hast gesagt, Ergotherapie hat es gegeben, Physiotherapie hat es gegeben. Ja. Du hast ja keine kognitiven Einschränkungen gehabt. Also so die ganze Logo habe ich nicht gebraucht, ja. Therapie und so hat es wahrscheinlich nicht gebraucht. Ja. Aber haben die dort zum Beispiel auch irgendwie so etwas wie die psychische Unterstützung? Also hätten die jetzt auch so etwas wie Meditation oder so angeboten? Nein, das nicht. Das muss man sich wirklich noch jemand holen. Ja, also wenn man es gebraucht hätte, hätte sicher auch, also die Neuropsychologin hat auch weitergehende Unterstützung noch angeboten, einfach mit Gesprächen, die habe ich aber nicht gebraucht in dem Sinne. Ja. Was für mich auch in dieser Reha wirklich eindrücklich war, ist, all die Leute mit ihren Einschränkungen zu sehen. Oder? Also einerseits all die Bemühungen der Leute, die dort arbeiten,
Aber auch die verschiedenen Krankheitsbilder. Und dort habe ich mich schon auch als privilegiert erlebt, im Sinne von, es kommt wieder. Es ist nicht ein Hirntumor, wo es immer schlechter wird. Es ist nicht MS, wo es auch immer schlechter wird. Es ist nicht Parkinson, wo es auch immer schlechter wird. Also ich hatte eine gewisse Perspektive gehabt, ne? Das hat schon einen Unterschied gemacht. Ja, möglicherweise wäre ich mit einer so einer finalen, letalen Erkrankung auch ein bisschen anders umgegangen. Also wäre man vielleicht näher gegangen. Ich weiss es nicht. Man sagt ja im Buddhismus, die Gemeinschaft Sangha spielt sehr eine grosse Rolle. Ja. Ist dann in dieser Reha, hat es da auch fast wie eine Gemeinschaft gegeben zwischen den Leuten, wenn du sagst, du hast dich jetzt privilegiert gefühlt, das heisst, du hast auch wahrscheinlich viel Austausch gehabt mit anderen Leuten. Ja. Was für eine Rolle spielt für dich die Gemeinschaft? Also in der Reha bist du natürlich dann schon ein Stück wirklich zusammengeschweißt. Oder? Also ich habe einen grossen Teil der Zeit ein Zimmer geteilt mit jemandem. Und dann hast du dein Bett, hast einen halben Tisch, hast einen Schrank, hast das Bad gehört zur Hälfte dir. Also gehört zur Hälfte dir. Ja. Hast dein Nachttischchen, that's it, oder? Und musst dich arrangieren. Und das ist unterschiedlich gut gegangen. Weil die Leute wechseln auch, oder? Also es ist wenige bleiben dann so lange, wie ich geblieben bin. Die Krankenkasse sei Dank. Ja. Aber sonst auch war für mich sehr unterstützend halt mein bisheriges Umfeld, also bis zu auch die Sangha vom Meditieren. Die Leute, die ich vom Meditieren kenne, die ich vom Beatenberg kenne, die ich auch sonst von einer kleinen Sangha kenne. Mein Team vom Arbeiten, all die Leute, die sind sehr unterstützend gewesen, ne? Auch die Nachbarn von da. Also, ja, das habe ich sehr, sehr geschätzt. Mhm. Wo es passiert ist, bist du noch am Arbeiten oder bist du schon pensioniert? Nein, ich bin noch nicht pensioniert. Ich war 63. Ich hatte eigentlich noch ein Jahr gehabt, bis 64. Und bin dann noch angestellt und habe von dem her noch den Lohn gehabt. Ja. Mhm. Und du hast gesagt, 7 Monate bist du in der Reha gewesen, oder? Ja, etwa ein halbes Jahr. Ja. Ein halbes Jahr, also dann wären wir jetzt so zeitlich irgendwie Anfangs 2019, so Frühling 2019, wo du aus der Reha gekommen bist. Ja. Und dann, was sind so Perspektiven gewesen? Also hast du irgendwie gewusst, jetzt wird mein Leben ganz anders aussehen? Oder hast du gedacht, ich gehe wieder arbeiten und steige wieder rein? Oder was sind so deine Perspektiven gewesen? Ganz klar war es noch nicht am Anfang, aber zunehmend. Also ich musste dann auch noch mich begutachten lassen, wegen der Pensionskasse. Auch zum Schauen, lohnt sich noch mal eine Integration oder in den ehemaligen Arbeitsprozess oder nicht. Und dann ist für mich dann zunehmend klar geworden, nein, das war es jetzt. Oder? Und das ist schon ein bisschen alles aufs Mal gewesen. Also einerseits weg vom Arbeiten, Pensionierung, Corona ist dann noch gekommen. Ja, sind ein bisschen viele Rückzüge aufs Mal gewesen. Also, ja. Wir haben gar nicht über deine Hobbys geredet vorher. Aber hat es auch dort Veränderungen gegeben? Also hat es Sachen gegeben, die du vorher wahnsinnig gerne gemacht hast, die du auf einmal nicht mehr hast können machen? Also ich bin nie ein motorisch expansiver Typ gewesen. Ich bin zwar manchmal wochenweise wandern mit einer Freundin, habe Yoga gemacht. Ja, das ist alles natürlich nicht mehr möglich gewesen. Also jetzt laufe ich vielleicht 1 Kilometer ohne Beschwerden und nach einer Pause wieder 1 Kilometer zurück. Aber das ist es dann. Und das fehlt mir schon. Also da musste ich schon ein Stück auch Abschied nehmen. Oder? Also wenn ich jetzt Postkarten bekomme von irgendwo, denke ich manchmal schon, schön gewesen. Oder auch das Schwimmen. Also so unbeschwert in den See gehen. Wir sind ja da näher am See. Und das liegt nicht mehr drin. Ich kann zwar noch ins Wasser, aber schwimmen, ich schwimme im Kreis herum, weil einfach meine rechte Seite stärker ist. Ja. Meine linke. So. Entschuldigung. Ja. Also so das schon, Bewegung. Und am Anfang hat mir das Yoga sehr gefällt. Ich habe nicht sehr intensiv Yoga gemacht, aber ich weiss noch, als ich auch in der Reha das erste Mal wieder am Boden gelegen bin, auf dem Rücken, ich musste fast brüllen. Also ich war so gerührt, dass das überhaupt wieder möglich ist. Und das ist ja, das ist schon ein Teil. Ein Teil, den du loslassen musst. Hat es dafür neue Sachen gegeben, die du gefunden hast, die das
kompensieren oder die dich sonst erfüllen? Ich habe viel mehr Zeit heute zum Lesen. Ich lese sehr gerne und viel, inklusive Zeitungen, also so Tageszeitungen und Wochenzeitungen habe ich früher noch nie grosse Zeit gehabt oder nur so zum Überfliegen. Das geniesse ich sehr, Zeit zu haben dafür. Auch mehr Zeit haben, eben Enkel jetzt, das ist natürlich auch schön. Nochmal so mitzuerleben, wie Kinder sich entwickeln und was da alles läuft. Oder? Das ist ja gerade auch vom Hirn her extrem, was in den ersten Jahren da läuft. Oder? Ein Lernprozess. Und gleichzeitig auch zu sehen, wie viel Panik da schon läuft. Oder? Also so, ja, es hat zwei Seiten. Es ist einerseits eine Freude und andererseits ist es auch ein Verlust. Also wie fest wir schon definieren, wie das Leben läuft. Also in dem, was wir vermitteln, die Kinder. Ich weiß nicht, ob es verständlich ist, was ich meine. Also Panik, meinst du, die Leute schon in eine bestimmte Bahn lenken? Ja, oder was jetzt wichtig ist, oder Geschichten erzählen. Ja. Was vermittle ich da eigentlich damit? Oder? Also, ich mache es total gern und es wird auch gern gelesen, das schon. Aber gleichzeitig ist es wie so, ja, eine Einschränkung halt von den Möglichkeiten. Eine Einschränkung, aber Geschichten können ja auch Horizont eröffnen. Ja, weiter, ja, genau. Ja. Also es hat so ein bisschen beide Seiten, genau, oder? Es ist beides, ja. Mhm. Das ist früher, wenn du arbeitstätig bist und Familie hast, so, ja, hast schon ein gehetztes Leben. Du hast vorher gesagt, du seist 2- oder 3-mal gestürzt im letzten Jahr. Mhm. Was sind denn deine grössten Herausforderungen jetzt seit dem Schlaganfall? Jetzt wieder im Alltag? Ja, schon so das Aufpassen, einfach Schritt für Schritt aufpassen. Oder? Also es sind blöde Stürze gewesen. Also das eine ist, ich weiß nicht, ob du das weisst, nach einem Schlaganfall hat man meistens Fußheberschwäche. Also weil was am weitesten weg ist vom Kopf, ist am schwierigsten zu wieder trainieren. Und damit man gut laufen kann, muss der Fuß sich abholen, heben können. Ja. Und vor allem, also es gibt ja zwei Bewegungen. Es gibt Supination und es gibt Pronation. Also nach innen oder nach außen kippen. Genau. Und Supination ist eigentlich die Bewegung, die automatisch geht. Also nach einem Schlaganfall hat der Körper Tendenz, sich zusammenzuziehen. Oder? Und auch im Fuß. Und das wieder so zu machen, dass der Fuß in Pronation geht. Also die Aussenseite kann lupfen im Vergleich zur Innenseite. Also das Gangbild ist ja ganz etwas Komplexes, oder? Das ist am schwierigsten zu trainieren. Und das kann ich wenig ansteuern. Und darum brauche ich einen Fußheber, also so eine Fahrrichtung, wo der Fuß lupft. Und das heißt aber gleichzeitig, der Fuß ist nicht mehr frei in der Bewegung, oder? Also ist dort steif, fixiert quasi. Und das heißt auch, dass du einfacher stolperst, als du gewöhnt bist, oder? Hängen bleibst mit dem Fuß quasi und dann umgehst. So. Das sind jetzt so Details. Aber das ist so ein bisschen das, was am schwierigsten macht, die grösste Herausforderung. Ja. Und das andere ist das Tempo, das ich drosseln musste. Ich bin eigentlich ein schneller Mensch. Wie man sagt, Sven sagt heute noch einmal, du bist immer noch schneller als ich. Im Kopf mindestens. Ja. Und da bin ich ganz am Bremsen, oder? Ja. Also einfach physisch, motorisch und ja, Geduld ist so das grosse Lernfeld für mich. Aber du hast gesagt, unmittelbar, wo es passiert ist, du hast eigentlich nie gesagt, warum ich oder das quasi abgelehnt, weil auch durch die ganze Praxis dir Krankheit, Alter und Tod irgendwie bewusst sind, dass das Teil vom Leben ist. Wie geht es denn jetzt heute mit dem? Also ist das immer noch so, dass dir das Bewusstsein quasi hilft und sagst, ja, jetzt das Verlangsamen ist
Teil von der Praxis? Oder wie kannst du das nehmen? Ja, es ist schon so. Gut, wenn man denkt, vielleicht habe ich es wirklich noch nicht ganz geschnallt. Oder? Also jetzt, wo das mit dem Knie wiedergekommen ist, mit dem kaputten Knie, wo die Frage ist, kann man das operieren, soll man das operieren oder nicht? Oder brauche ich noch mehr Stütze, so die Orthese, die ich habe ich schon gemerkt, Kopf, vielleicht habe ich es gleich noch nicht ganz geschnallt, was es heisst, was es auf die Länge heisst. Oder? Aber andererseits... Also noch nicht geschnallt, was der Schlaganfall für dich bedeutet? Oder was die Folgen davon sind. Oder? Also, und ich weiss nicht, wie sie in 5 Jahren aussieht. Oder? Ob ich noch dabei bin oder ob das schrittweise mehr abnimmt. Aber wer weiß schon, wie sie in 5 Jahren aussieht. Oder? Also, von dem her ist die Frage müßig. Oder? Aber ich merke schon, dass ich mich immer wieder mal an eine neue Einschränkung angewöhnen muss. Also an eine zusätzliche, die noch neu dazukommt? Ja, oder wo Abbau ist, oder wo, ja. Also ich merke jetzt auch, ich bin jetzt eigentlich seit dieser stationären Geschichte auch immer weiterhin in Physiotherapie und in Ergotherapie gewesen. Und jetzt läuft das langsam aus, was auch gut ist. Also was ich noch weiterhin müssen, ist Krafttraining machen. Und das Ziel ist aber jetzt, zu schauen, dass es nicht automatisch wieder abbaut, oder? Also in Richtung eben falsche Kompensation geht. Also dass ich den Level behalten kann. Und da muss ich etwas tun dafür, oder? Ja. Das heisst, du musst selber weiter trainieren? Ja, genau. Ja. Und das ist zugegebenermaßen etwas, was mir nicht ganz leicht fällt. Ja. Also so Disziplin zu haben dafür. So. Wenn du meditierst und dein Mann auch meditiert, habe ich mich gefragt, bei vielen Meditationen schaut man ja sehr genau an, was vorgeht. Sei es auf den Atem, sei es auf die Umgebung oder natürlich auch auf den Körper. Hat das irgendwie geholfen, auch eine gemeinsame Sprache zu finden, zu beschreiben, was dein Erleben ist? Ja, was ich merke ist, also abgesehen vom rein Physischen, was im Körper läuft, ich merke schneller, also wie das Signal vom Körper, auch in Bezug auf emotionale Geschichten, kann ich schneller realisieren als früher. Also, ich kann es vielleicht nicht immer benennen, aber ich merke, oh, da zieht es sich zusammen. Achtung, oder? Also jetzt musst du schauen, was das ist eigentlich und was du jetzt machst damit. Oder? Also da zieht es sich im Körper zusammen, da ist etwas im Geist. Genau. Also die Verbindung ist wie greifbarer. Kommt vielleicht noch dazu, dass das letzte längere Retreat, auch so über ein halbes Jahr, das ich online gemacht habe, ist der Approach vom Bhikkhu Analayo, wo ja ganz fest auch von dem ausgeht, dass die körperlichen Sensationen wie permanent da sind eigentlich und Basis sind. Also das ist auch bei der Atemmeditation natürlich so. Aber es ist für mich wie greifbarer, klarer geworden, dass es so ist, oder? Genau, der Bhikkhu Analayo, so wie ich ihn verstanden habe, sagt ja, das ist so wie die Basis, die eigentlich immer sollte da sein und alles andere baut dann auf dieser Körperwahrnehmung auf. Genau, ja. Und das ist für mich schon greifbarer geworden. Also ich weiss jetzt nicht wegen dem Schlaganfall, das würde jetzt nicht einfach wegen dem Prozess, der seitdem läuft, oder? Ja, vielleicht nicht wegen, aber vielleicht gut als Folge von, ja. Und dein Mann und du, meditieren ihr dann auch zusammen? Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht. Also wir gehen mehrmals zusammen an Retreat, aber nein, macht eigentlich jeder für sich. Macht jeder für sich. Ja. Aber ihr habt da in dem Dorf, wo du wohnst, eine Sangha, oder? Also im Nachbardorf, ja. Im 2 Dörfer weiter, ja. Eine kleine Sangha, ja. Aber schon recht lange existiert, oder? Ja, sind jetzt doch schon ein paar Jahre, genau. Ja. Und was ist die Bedeutung von dieser Gruppe, wo man sich über Meditation und Buddhismus austauscht? Ja, also ich finde es etwas Wichtiges. Und ich habe gemerkt, das ist vielleicht mit ein Teil der Motivation, warum ich jetzt da ja gesagt habe, gell? Dass Sangha ist für mich immer etwas, also das ist auch so ein Gedanke von der Silvia Wetzel, ist etwas Horizontales, aber auch etwas Vertikales. Im Sinne von, man ist mit Gleichgesinnten zusammen, also man hat eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen Hintergrund, man erforscht Sachen irgendwie gemeinsam und gleichzeitig
gibt es aber auch die Linie von denen, die erfahrener sind und denen, die neuer anfangen, oder? Das wäre die vertikale Linie. Ja, also im Sinne von, ja, vielleicht das, was du mit dem Podcast jetzt beabsichtigst, oder? Dass man auch Sachen weitergeben kann. Und ja, ich bin sonst nicht so ein belehrender Typ, oder? Ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich finde, das ist schon ein Aspekt, ja, dass man sein Wissen oder seine Erfahrung auch ein Stück weit teilt. Oder? Ja, wenn du jetzt vorher schaust, du hast vorher auch noch ein paar Bücher weggeräumt von deinen Grosskindern, die einmal zu Besuch sind. Wie siehst du so die nächste Zeit für dich? Was sind deine Wünsche, deine Entwurf? Auch in letzter Zeit ein bisschen aufgekommen ist, ich möchte wieder, soll ich sagen, so ein blödes Schlagwort, etwas Sinnvolles machen. Ich bin so ein bisschen auf der Suche und habe so kleine Sachen, die ich jetzt angefangen habe. Also das eine ist, dass ich mich für Konzernverantwortungsinitiativen seinerzeit recht engagiert habe, auch hier im Dorf. Und jetzt gibt es ja noch mal eine Petition, dass ich da auch noch mal eingestiegen bin. Ich bin sonst nicht ein politisch aktiver Mensch, aber das ist mir jetzt ein Anliegen gewesen, oder immer noch. Dann habe ich probiert, da bei uns in der Schule, die in der Nähe ist, die für mich auch erreichbar wäre, so physisch, zu schauen, ob ich da Aufgabenhilfe oder mit Ausländerkindern einsteigen kann. Ich habe aber ein bisschen Abfuhr bekommen, im Sinne von, ja, ist so ein formalistisches Nein gekommen. Also, wir sind abgedeckt, wir haben, wenn schon, zu wenig Lehrpersonen, Klassenassistenzen haben wir schon und Hausaufgaben ist die Sache der Eltern bei uns. Ja. Jetzt gibt es aber in der Siedlung, habe ich jetzt mit einem Kind Kontakt, zufälligerweise ein tibetisches Kind, das erst seit 3 Jahren da ist, bei seinem Vater, der schon länger da ist und jetzt mit der Mutter da ist. Und mit dem mache ich jetzt ein bisschen Deutsch, Hausaufgaben, ein bisschen Franz. Wobei der noch Französisch lernen muss, leuchtet mir nicht ganz ein, weil der kann ja Tibetisch und ein bisschen Hindi und Englisch und Schweizerdeutsch und Deutsch. Aber es ist jetzt nun einmal so. Das Schulsystem nicht so flexibel. Ja. Und dann hat die Frau von einem früheren Kollegen von mir so ein Projekt angefangen, das heisst «Mein Ohr für dich», einfach mal reden. Das ist eine Telefonnummer, so ein bisschen analog zum Sorgentelefon, aber nicht deklariert für Sorgen, sondern eigentlich auch aus der Corona-Zeit herausgekommen, wo beim Lockdown die ältere Leute versorgt haben, gemerkt haben, dass auch ganz viel Bedürfnis nach Reden da ist bei denen. Und da bin ich so ein bisschen Springerin. Also wenn da jemand ausfällt, dann übernehme ich so Telefondienst für 3 Stunden. Oder? Also dann kann man anrufen und... Dann kann man dort anrufen und man schwätzt ein bisschen mit den Leuten. Ja. Über Gott und die Welt. Über Gott und die Welt, genau. Ja. Mhm. Das gibt sicher auch noch Einblick so ins Leben von anderen, die zum Teil... häufig dann auch wirklich psychisch beeinträchtigte Leute, die sehr einsam sind, viel allein sind und wo es dann auch darum geht, wo man das nicht ganz ausblenden kann, aber doch auch probieren kann, wieder so ein bisschen auf eine Alltagsschiene zu kommen. Häufig sagt man ja bei so Schicksalsschlägen im Nachhinein, ja, es war doch für etwas gut gewesen. Mhm. Es war nicht für nichts gewesen. Man wünscht es niemandem. Ja. Und doch sagt ein bisschen Harzberg innerlich. Ja, eben. Also ich finde einmal auch so, Aber wenn es jetzt gleich irgendwie, gibt es irgendetwas, wo du sagst, doch, das habe ich daraus gelernt, wo sehr wertvoll ist, wo ich sonst vielleicht nicht gelernt hätte? Also wie gesagt, mein grosses Lernfeld ist, glaube ich, Geduld. Ja. Aber es ist halt ein bisschen gezwungen werden, um das zu lernen. Ja, und darum ist natürlich... Es hat mich gebremst, oder? Ja. Ja. Und sonst halt schon einmal eine Konfrontation mit dem, wir leben nicht im Paradies. Oder? Ja. Was sind so deine Inspirationsquellen? Was gibt dir Kraft und Freude? So alltägliches Kleines. Also, wenn ich da raus auf das Feld schaue und zum Beispiel Distelfinken, es ist so ein Naturnetz-Pfannenstielfeld geworden, gerade bei uns vor dem Küchenfenster. Und es hat jetzt ganz viele Disteln, die da wachsen.
Und phasenweise kommen Distelfinken und kommen so schwarmweise. Und es ist wunderschön. Und es sind erstens wunderschöne kleine Vögel und die alle miteinander zu sehen. Die Enkelkinder natürlich. Das Strahlen, das die noch haben. Oder? Und ja, und kleine Sachen. Oder manchmal so, wir haben das Gemüseabo, wenn das Gemüseabo kommt und die Kiste voll frisches Gemüse. Und, ja, so. Du hast gesagt, du liest sehr viel. Was sind so, wo holst du dir irgendwie neue Impulse oder Inspiration? Das können spannende Bücher sein, wo du vielleicht sagst, hey, das wäre spannend, mal reinzuschauen für Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder auch Filme, wo du sagst, hey, wow, da habe ich viel mitgenommen. Gibt es da Sachen, die dir gerade in den Sinn kommen, spontan? Also schon, Literatur ist für mich wichtig. Was ich jetzt als letztes so entdeckt habe, ist eine Frau, die zwar in den 50er Jahren gelebt hat und auch von ihren schwierigen Seiten, sie war Alkoholikerin, hat eine Alkoholikermutter gehabt, ist selber aber Mutter. Lucia Berlin heisst die. Die schreibt ganz toll. Also die schreibt sehr klar beobachtend über was sie erlebt, was sie auch Schwieriges erlebt und ja, finde ich toll. Zum Beispiel. Aber es gibt ganz viele Bücher, die toll sind. Im Bereich Meditation, gibt es dort noch irgendetwas? Bücher oder auch Lehrende, die du sagst, wow, ja. Wenn ihr die Chance habt, bei denen online oder auch physisch etwas zu machen, dann machen sie unbedingt. Ja, also eben, Bhikkhu Analayo hat mich jetzt gerade sehr inspiriert. Er ist ja sehr ein scholastischer Typ eigentlich, hat viele ganz gescheite Bücher geschrieben über Theravada-Text, also ursprungsbuddhistische Text. Ist aber auch, also ich habe ihn jetzt das letzte online erlebt, sehr ein freundlicher, zugewandter, empathischer Mensch. Ja. Also ihn so im Gespräch zu sehen, war also auch beeindruckend. Ja. Und er ist eben nicht nur der Gelehrte, sondern er hat auch sehr eine tiefe Praxis. Ja. Also er verbringt ich glaube 5 Tage in der Woche normalerweise im Retreat und 2 schreibt er Bücher. Und der und muss schreibt enorm schneller als ich kann lesen. Ja. Genau. ja. Zum Beispiel. Ja. Gibt es sonst noch irgendetwas, wo ich nicht gefragt habe, aber du sagst, hey, das wäre jetzt noch ein spannendes Thema gewesen zum Ansprechen? Ach, jetzt habe ich so viel geschwätzt. Ich glaube, das langt. Barbara, dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, danke auch. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Es würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, dann mit jemandem, der Meditation nicht nur praktiziert, sondern auch schon seit Jahren unterrichtet. Und ebenfalls würde es mich freuen, wenn du auf der Plattform, wo du den Podcast abonierst, eine Sternebewertung hinterlässt. Das hilft, dass der Podcast besser gefunden wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.